trotz grauer Haare noch richtig cool. Wer später auch so fit bleiben möchte, macht am besten Urlaub oder Party auf den Färöerinseln. Trax wünscht gute Reise. Inmitten des Nordatlantiks liegen die Färöerinseln. Knapp 50.000 Menschen leben hier mit fast doppelt so vielen Schafen. Umgeben von rauer See ist das nächste Festland hunderte von Kilometern entfernt. Es ist weit weg. Abgelegen. Kalt, regnerisch, aber mit guter Stimmung. Schlechtes Wetter? Es gibt nur falsche Kleidung. Bestens ausgestattet erkundet US-Journalist Matthew Workman die Inseln für seinen wöchentlichen Podcast. Alleiniges Thema: die Färöer. Es ist ein kleiner, erstaunlicher Ort. Es gibt Musikfestivals, Plattenlabel, eine Underground-Rave-Szene. All das. Es interessiert mich, wie solch ein kleiner Ort all diese Annehmlichkeiten anbietet, die man sonst aus viel größeren Städten gewohnt ist. Die Färöer gehören zum Königreich Dänemark. Seit Mitte des letzten Jahrhunderts sind sie allerdings autonom. Ein Status, der zum Selbstverständnis passt und die eigenständige Kultur prägt. Die Bevölkerung hier ist klein. Um 1800 waren es vielleicht 5.000 Menschen. Damals gab es sehr lange Volkslieder. Es gab keine Instrumente, aber 80.000 Strophen. Nur im Gedächtnis der Leute, nicht aufgeschrieben. Musik oder Geschichten erzählen, oder wie man es nennen will, das hat immer viel bedeutet für den Geist der Menschen hier. Traditionen werden weitergeführt. Gesang ist allgegenwärtig. Jeder hier ist irgendwie Musiker. Es ist üblich, dass man Harmonien singen kann und ein Instrument beherrscht. Das kann fast jeder. Vielleicht sind nicht alle so tolle Sänger, aber jeder kennt Lieder. Alle singen gemeinsam, es liegt uns im Blut. So ist es auch kein großer Sprung zur elektrischen Musik, die wir heute machen. Bestes Beispiel: Eivor Pálsdóttir. Sie agiert genreübergreifend, bedient sich beim traditionellen Liedgut der Inselgruppe ebenso wie beim modernen Pop. Nach gleichem Rezept verfährt auch das wichtigste Festival des Landes. Das G-Festival ist eine feste Institution für die färöische Musikszene. Dabei entsprang alles aus einer Bierlaune. 2002 saß Jon Tyril mit seiner damaligen Band zusammen und fasste einen folgenschweren Entschluss. Eines Nachts saßen wir in einem Café in Dänemark und sprachen darüber, wie toll es wäre, ein Festival auf den Färöern zu haben. Dort könnten ausländische Künstler und die besten Bands der Färöer spielen. Also sagten wir, lass uns ein Festival machen. Lass es uns am Strand in Göta tun und es G-Festival nennen. And let's call it G-Festival. It's my favorite archipelago. They got lots of sheep, so they ain't on the wall. 10 big crazy jumpers that are totally cool. Nach zwischenzeitlichem Bankrott rappelte sich das Festival wieder auf. In diesem Jahr trotzten wieder 6.000 Besucher Wind und Wetter. Immerhin mehr als 12% der Gesamtbevölkerung. Auf dem Papier ist das G-Festival eine schreckliche Idee, die nicht klappen kann. Aber wenn man hier ist, sieht man, es geht doch und es ist spektakulär. Und das liebe ich daran. Es ist eine schreckliche Idee, die wunderbar funktioniert. Und der Spaß hat einen guten Zweck. Die Einnahmen des Festivals fließen in eine Stiftung für die Schaffung von Proberäumen und Veranstaltungsorten. Weiterer Vorzug: der idyllische Standort. Ich finde den Ort, an dem es stattfindet, ganz besonders. Zwischen zwei großen Bergen. Man sieht den Horizont, es ist am Strand. Das ist wunderschön.